Meine Damen und Herren, das ist ein Zufall, dass wir heute an die Lehrwicht vom Sujet picken, dadurch, dass die letzte ich auf der Kontrollstation zu Sandweiler regelmäßig riesig Stau war, mit Explikationen dafür geliefert kriegt, mit weist einkehr mehr, dass das Problem gravierend ist und dass ich muss Gedanken machen, für do Paradigmenwechsel herbeizuführen. Die Pressekonferenz heute ist schon mal lange geplant gewesen, aber wie gesagt, das ist aber wirklich ein Zufall, dass das mit der Aktualität zusammenfällt. Die Situation ist dieser Meinung noch schon ganz lang unzumutbar. Ich kann noch aus eigener Erfahrung schwätzen, das Rendezvous ging nicht angehalten, auch von dieser Zeit da ist, hat es bei mir wenigstens mehr wie eine Stunde gedauert, bis dass ich durch war. Ich habe den praktisch 3-4 Stunden müssen warten, um herbeizukommen. Ich habe Seelen so viel, auch in meiner Zeit als Deputiert, so viel Roserei in den Leuten erlebt, die da müssen werden, die da gehalten und ob schon sie zur Zeit da waren. Bis raus auf die Straße gestaut haben, und da sind sogar teilweise auch als Oppositionsdeputierten, die überhaupt nicht dafür responsabel verbal aggressiert gehen, dass Politik da nicht im Stand wird, die Sache aufzuschaffen. Ich muss noch sagen, dass von ihnen das wird ganz jetzt zusammenrechnen, da sind ja viele Leute, die professionell tätig sind. Viele Gefährer, die Firmen gehören, wo Personal engagiert, dass wenn das zusammenrechnet, dass diese Ökonomie ein Wahnsinnsbetrag verloren geht, lenkt dadurch, dass Arbeitszeiten verloren gehen, respektive müssen bezahlt gehen, die nicht produktiv sind. Wie ist die Situation? Prävisionen sind die, dass der Bestand und diese Gefährer als Lützeburg weiter klammer wird. Wäre auch ein bisschen überraschend, wenn das nicht der Fall wäre. Wir lesen, dass aktuell über 400.000 Kontrollen am Jahr müssen gemacht gehen. Aber wir lesen an einem Entwurf von einer europäischen Direktive, dass nach neue Kontrollen sollen dabei kommen, nämlich dass die elektronischen Sicherheitssysteme, die heute an den Gefähren ja immer mehr zahlreich gehen, dass die in Zukunft auch sollen auf ihre Funktionsfähigkeit getestet gehen, was ganz sicher dann rumzwängen wir hätten Erwerbsaufwand und noch zu längeren Zeiten für den Dienst Gefähr feiern werden. Wir leben dafür nicht drin, dass die Situation sich dauerhaft bessere wird, trotz denen Mesuren, die angekündigt und teilweise umgesetzt sind. Ihr wisst, und das war ja die letzte Zeit an der Presse zu lesen und zu hören, dass ein paar Neuerungen, Verbesserungen angeführt zu gehen, meint es, als ob 18 Uhr Zeit erweitert gehen, von Dienstags auf Freitags auf 19 Uhr, und dann ist ja auch neuerdings Möglichkeit für Samstags von 7:30 Uhr bis 13:30 Uhr sich können dort zu präsentieren. Und trotzdem geht der Chaos für uns, hört die letzte Zeit so geholt, da gibt es schon anscheinend spezielle Ursachen dafür. Aber lenkt Tatsache, dass Kontrollstationen nicht imstande sind, dass die Leute, die bestellt sind, aber sie ganz genau wissen, wenn die kommen, da muss man sie heim schicken oder sie eine Stunde lang haben, dass sie nicht imstande sind, für die Leute zu informieren. Zur Zeit, dass so bleibt, tut die Werte darauf kommen. Beweist ja, wie unflexibel, wie rigid das ganze System ist. Dann wird zur Argumentation von der Tax. Wir sehen, Taxe wäre leicht erhöht gehen. Die normale Taxsatz von 22 auf 720 Euro abgesetzt gehen. Aber wenn in der rechnet, da sind es 22,7%. Von der eine leichte Erhöhung ist, ich gebe gerne gesehen, wenn die Lebensmittel und auch andere Sachen, die zum täglichen Bedarf gehören, wenn die mehr um 22,7% gingen runterkommen. Es gibt, damit argumentiert wäre, 5 Indextranchen erfallen sind der letzte Regierung. 5 Indextranchen sind, wenn ich das richtig rechnen will, 1,5%. Das sind wir aber noch weit von denen 22,7 weg. Wenn ich gerne Rendezvous außer den normalen Zeiten hat,
da geht es ja nach ein Kehr op, und zwar op 32 €, das sind 10 € mehr wie für drin, das sind 45%. Das heißt, muss auch nach extra Druck lehen, für eigentlich einen normalen Service aufreihen zu kriegen. Wir fanden, dass das skandalös ist, und einfach das bestätigt, was wir kritisiert haben, dass der Staat der schlimmste Preistreiber ist. Wir sehen so, dass der Staat direkt und indirekt, teilweise wird Spurkäse, 95% von den Paaren, von der Societät vom Kontroll dreht, und dass dafür auch letzten Endes der Staat und damit die Politik dafür responsabel ist, dass die Situation so ist, wie es ist, und auch für die Preiserhöhung, die an diesen Jahren übertrieben ist. Was verlangen wir? Wir verlangen, dass die europäische Reglementation, so wie sie von der Kommission, so wie sie so viel leid, und noch wie die neue, die von der Kommission vorgeschlagen wird, wenn sie dann so adoptiert wird, dass die soll halt letztlich respektiert gehen, aber auch nicht mehr. Es gibt das Prinzip, la Directive et rien que la Directive. Und wir verlangen, dass dieses Prinzip respektiert wird. Wir leben hier auf Schritt und Tritt. Dass Lützeburg Direktiven umsetzt und dann alles noch ein Schöpf drauf legt. Oder wie die Leute früher immer gesagt haben, der Termneike muss in der Milch gekocht gehen. Das bringt es definitiv nicht. Und hier ganz besonders, weil ja all eine Gefähre an den Ländern, wo nicht mehr umgesetzt wird, das wird direktiv, das heißt, wo die Bestimmungen Männer restriktiv oder Männer streng sind, wie als Lützeburg auch dürfen auf diese Straßen zirkulieren. Wenn das ja falsch wäre, dann dürfte man die im Prinzip nicht auf diese Straße fahren lassen. Zolle können Mechanismen vom Garage die Kontrolle machen, und technische Kontrollstation muss Surveillance machen, dass das ordentlich gemerkt wird. Es muss noch, wenn ein Kehr soll geschummelt gehen, ganz streng Sanktionen kommen, bis hin zu dem, dass ein Agreement entzugeht, wenn das nicht seriös gemerkt wird. Wenn wir die Kontrolle just an die Garage verlieren, dann ändert sich auch nichts, weil apparemment ein großer Personalmangel besteht und den auch nicht so ohne weiteres zu beheben ist. Der Moment steht zu lesen bei der Kontrollstation, les entreprises intéressées par la mise en œuvre des inspections dans leur propre site doivent se soumettre à un rigoureux cahier des charges. Wie gesagt, offiziell ist es möglich, wir sind aber ganz klar, es kann nicht sein, dass das so schlimm gemerkt hat, dass es quasi an der Unmöglichkeit ausehrt. Wir wissen, dass Garagen heute einen ganz großen Teil der Equipmente schon haben. Das muss nur gewiesen gehen, dass die regelmäßig überprüft gehen, dass sie richtig funktionieren. Das ist wie gesagt evident. Aber es muss einfach grundsätzlich möglich gehen. Und dann ging man einen großen Teil vom Druck von diesen Kontrollstationen wegholen, weil, und ich komme gleich auf den Anfang zurück, wir überzeugt sind, dass durch Zuholen von der 12 von den Gefährer und noch dadurch, dass neue Kontrollen dabei kommen, dass neue Sachen und das Auto muss kontrolliert gehen, dass der Druck weiter zuhält. Ein Avantage davon wäre einerseits, dass man beim Kontroll vom Garagist, dass man Männer Deplacementen haben, dass, wie gesagt, Reparatur direkt kann auf der Platz gemerkt werden, dass ich nicht nachdenken muss hin und her rennen, dass es Männer Werdezeiten gibt für die Leute, die wollen weiter an die normalen Kontrollstationen fahren, und dass den auch als Klient zum Beispiel kann eine normale Revision von seinem Auto mit der gleichzeitigen technischer, mit der gleichzeitigen Revision, sogar wenn sie dafür die Lehre ging, erfahren mit der Garage ging dann Agreement, Kontrolle ist gemacht und kann nur 2 oder 3 Jahre weiter neben das gefahren gehen. Die Situation ist auch unlogisch, für was 3,5 Jahre, für was nicht 3 Jahre oder für was nicht 4 Jahre. Aber wenn wir an benobisches Ausland gucken gehen, dann hört sich eigentlich bewährt, dass ein neues Auto, so wie als Technik, haut das bei dem Auto, nur 4 Jahre frühestens an eine technische Kontrolle kommen muss. Dann eine Proposition ist ganz klar, die eine Entzerrung herbeizuführen, an dem man sieht, ein Auto, das neu zugelassen ist, geht nicht erst kontrolliert, 4 Jahre danach. Und da geben an die Periode
Februar, März, April, wenn man das dann nur so extrem ausdrücken will, zum Beispiel fallen, dann hätte man die Spitze immer am Frühjahr, wo auch viele Leute da sind, wo die wenigstens am Congé sind, wo das alles sich entzerren ging. Danach, also die Joloheit zu Lützeburg so üblich, dass ich dann all Jahr an Kontrolle führen muss. Aber wenn ihr da wisst, dass viele Leute nicht mehr 5.000 oder 10.000 Kilometer Jahr fahren, an ein Auto und doch eine moderne Technik und auch viel mehr lang halten, wie das 24 oder 30 Jahre vielleicht fällig wäre, als das vielleicht ein wenig verfreit, weil da sind ich mal 4,5 Jahre, sind ich schon immer an der Kontrolle, wo mein deutsche, belgische oder französische Nachbar dann echt an der ersten Kontrolle war, da ging ich schon an die zweite zu Lützeburg. Und damit proposieren wir, dass das Auto, nachdem sie die erste Kontrolle mit 4 Jahren hatten, die nächste Kontrolle 2 Jahre danach kriegen. Das heißt mit 6 Jahren nach ihrer Erstzulassung. Von da an, da fängt das Auto nur 6 Jahre zu an, von da an geben wir dann sicherlich auf den Modus zurückkommen, wie in Loachas, all Jahr eine Kontrolle, sodass wir aber kein Auto auf der Straße hätten, die technisch nicht mehr an der Reihe wären. Den andere Punkt, den Asas mir hun, da das vielleicht auch ein bisschen geschuldet der Krise, wir haben eine ganze Reihe Importer von Occasionsautos. Das heißt, wir sind an einer Großregion, wir sind auch Europäer. An jeder von uns geht ja auch mal ein bis auf Trier oder bis auf Erl abkaufen. Genauso haben wir ja auch mit dem Auto ein ähnliches Phänomen. An auch die Erler Autoshändler, an die Trierer, an die Bitburger haben auch schöne Autos und Heinz an schöne Occasionen durchstehen, die all an Deutschland, an der Belgien oder auch an Frankreich, wenn wir dann nach Richtung Frankreich gingen, ihre Kontrolltechnik gemäht haben, die all hier technisch an der Reihe sind. Aber wenn die dann hier auf Lützeburg kommen, dann müssen die Autos einerseits an der Aggregation, was je nach normal ist, wenn sie kein Zertifikat Europäen de Konformität haben, haben sie den Zertifikat, aber also ist eigentlich illogisch, dass sie nach der Aggregation führen müssen, müssen sie aber trotzdem nach, weil hier das Reglement dazu 4 gesagt, als Occasion wohlgemerkt, sie müssen ob Sand, weil das ist dann technische Kontrolle. Das ist ein Auto, der vielleicht 3 Tage für drohen, zu Trier oder zu Bitburg wird ein TÜV oder bei DEKRA getüft gehen, der muss zu Lützeburg geguckt gehen, ob dann den TÜV oder den DEKRA-Mann das gut gemäht wird. Und da als Propos, dass Autos, die aus dem EU-Raum kommen, importiert gehen, an die nach einer valablen technischen Kontrolle von ihrem Land tun, sofern das Land all EU-Direktiven umgesagt wird, die entsprechend sind, die lo aktuell sind, dass den technische Kontrolle unerkannt wird, und dass sie, solange wie die Periodizität von dem, schwert wird für mich, von dem Kontroll nach gut ist, dass sie so lange auch hier zu Lützeburg dann von Sandweiler befreit wird. Das gäbe sicherlich eine große Entlastung bringen, weil am Moment gehen ganz viele Autos aus dem Ausland importiert, die einfach Bunnendo, die technisch kein Problem haben, die aber einfach Bunnendo blockieren. Ich komme auch nach ein auf das zurück, was Herr Mehle gerade für Druck gesagt hat, die Kontrolle, was Sandweiler Kontrolle à Domicil nennt, ist theoretisch von einer Gesetzgebung hier vollkommen möglich, geht ja auch schon bei den Kamion, aber bei den Kamionette gemäht. Und als nimme bislo über verschiedene Vorschriften blockiert gehen von der Direktion von Sandweiler aus.